Herzchen. Der Tag, wo ich meine ersten Presets rausgebe, ist für mich noch recht ein wichtiger Tag. Und ich möchte gerne kurz erklären, was mich so beschäftigt hat und warum das mich so beschäftigt und warum ich eigentlich überhaupt Presets rausgebe. Ich habe wirklich, ich glaube, noch selten mit etwas so gehadert wie mit diesen Presets. Ich habe mir so viele Fragen gestellt, so im Sinne von, hey, wieso soll ich jetzt noch Presets rausgeben? Ist es nicht doof? Interessiert es überhaupt irgendjemand? Gibt es nicht schon genug? Was ist, wenn Leute nicht zufrieden sind? Testen die verschiedene Kameras? Es hat so viele Fragen gegeben und für mich ist es so wichtig gewesen. Ich bin überhaupt nicht ein Perfektionist, aber ich tue nicht gerne Leute enttäuschen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich Presets rausgebe, dann würde ich am liebsten eigentlich etwas rausgeben, das immer und überall und bei allen funktioniert. Und diese Kontrolle habe ich nicht. Und darum war es für mich so schwierig, dort irgendwie mich mit dem Gedanken anzufreunden, ein Produkt zu entwickeln und zu verkaufen, das vielleicht nicht bei allen genau gleich gut wird funktionieren, wie ich mir das wünsche. Und dass vielleicht der eine oder andere schlussendlich nicht mega happy ist damit. Ganz klar versuche ich natürlich etwas rauszugeben, das mega gut funktioniert und was sehr, sehr viele Leute happy macht. Aber ja, wie mache ich das? Und wie stelle ich sicher, dass es so ist? Und wie stelle ich sicher, dass das, was ich für mich mache, dass das auch für andere funktioniert? Ich weiss es selber, ich habe schon so viele Presets gekauft. Ich habe sehr viel ausprobiert, ich habe sehr viel getestet für mich und so oft ist so der Nüchtern gekommen, nach ein paar Mal ausprobieren, hey, das funktioniert für mich nicht. Die Farben sind nicht das, was ich will, das Licht funktioniert nicht, ich fotle anders, ich habe eine andere Umgebung hier, ich habe andere Leute, anderes Licht hier in der Schweiz. Und ich habe so oft gemerkt, es funktioniert nicht. Ich habe wie so das Gefühl gehabt, hey komm, dann mach es doch selber. Weißt, mach doch selber für dich Presets, die hier funktionieren, bei dieser Art von Aufträgen, die ich habe, in der Schweiz, in dieser Umgebung, in diesem Licht hier. Und ich habe mich irgendwann mal aufgemacht, für selber etwas zu entwickeln. Das ist eigentlich auch eine Botschaft, die ich eigentlich dir geben will. Du brauchst meine Presets nicht. Du brauchst theoretisch gar keine Presets, weil du kannst dir deine eigenen Einstellungen machen. Du kannst dir selber alles abspeichern, genauso wie du willst. Du kannst versuchen herauszufinden, welcher Stil gefällt dir und das selber einstellen, all die Regler und Kurven einstellen und es für dich abspeichern und weiterentwickeln und vielleicht ein bisschen von hier etwas nehmen, von da etwas nehmen, von der, du zusammenmixen. Und das habe ich das Gefühl, das ist mega wichtig zu wissen. Ich will dir nicht etwas verkaufen oder dir etwas versprechen, das ich dann nicht halten kann, sondern ich will eigentlich einfach etwas zur Verfügung stellen und dir sagen, hey, schau, es ist da, es existiert. Feel free. Ich will aber auch ganz ehrlich sein und ich habe das Gefühl, dass wenn die Presets gut ankommen und viele Leute die kaufen, dass das wirklich für mich auch Geld reinspielt und dass es für mich auch ein Zweig von meinem Business, von meiner Selbstständigkeit kann sein. Vielleicht ist es ganz klein. Ich bin mega gespannt, ich weiss es nicht. Ich habe es einfach gesagt, hey, ich will es einfach mal wagen und probieren. Und mit dem Geld, das ich vielleicht hier verdienen kann, werde ich mir vielleicht auch gewisse Sachen ermöglichen können. Ich werde vielleicht auch ermöglichen können, dass ich mehr Online-Sachen produzieren kann, dass ich meinen YouTube-Kanal weiter ausbauen kann, weil ich mit den finanziellen Mitteln, die ich aus den Presets schöpfe, mir in dem Sinne etwas so kann investieren und vielleicht ein bisschen Zeit mehr freischaufeln, neben dem Fotografieren zu suchen. Der zweite Punkt, der mir wirklich wichtig zu sagen ist, warum ich die Presets gemacht habe, ich habe sie vor allem einfach auch mal für mich gemacht. Ich habe wirklich gemerkt, dass die Bildbearbeitung ist immer so ein Wechselbad von den Gefühlen. Manchmal ist man mega zufrieden, weil das Gefühl, wow, super, und dann manchmal hat man wieder das Gefühl, ah nein, meine Fotos sind nicht gut und der Stil gefällt mir nicht und verglichen mit Fotograf XY, ah Mann, es sieht einfach nach nichts aus. Ich habe vorhin schnell geschaut, ich habe dieses Jahr 43'000 bearbeitete Fotos in meinem Lightroom-Katalog. Und ich habe eigentlich ein mega Wissen mir da dürfen aufbauen über all die Jahre, aber ich habe es für mich wie nicht effizient genutzt. Das Preset genommen, das mega angepasst und dann beim nächsten Auftrag habe ich wieder das gleiche Preset genommen und wieder mega angepasst. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey komm, jetzt zockst du einfach mal her und entwickelst für dich etwas, das für dich wirklich gut funktioniert. Sachen, die du immer wieder brauchst, du einfach mal in einem Preset verpacken, in einer Einstellung, die ich immer wieder vornehmen kann
und kann verwenden für mich. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt. Dritter Punkt, wieso ich die Presets erstelle, ich will die Philosophie, die ich in meinem Geschäft habe, die mir wichtig ist bei meiner Arbeit, will ich eigentlich auch ein bisschen in die Presets, in die Bildbearbeitung auch immer wieder reinfließen. Ich habe das Gefühl, manchmal ist man sehr so in diesen Trends, wie Fotos aussehen sollten. Manchmal von den Farben, von den Menschen, die darauf abgebildet sind, oder von diesen ihren Aktivitäten und Posen. Und haben so oft das Gefühl, das, was wir vergleichen mit dem anderen, ist so banal, ist so langweilig, ist so normal. Und es tut uns allen irgendwie nicht gut. Oder mir oft auch nicht. Und ich habe das Gefühl, ich will so die Philosophie von «Hey, normal ist im Fall auch gut». Und authentisch und echt und ganz einfach manchmal schon ist im Fall auch super. Und zu dem stehen, zu dieser Natürlichkeit. Das ist für mich mega wichtig und vielleicht für den einen oder andere hier außen auch. Die Presets, die machen nicht wahnsinnig crazy, fancy Looks, die jetzt getrennt sind. Und ich hoffe, dass wenn wir in 10, 15, 20 Jahren zurückschauen auf die Familienbilder, auf die Babybilder, auf die Hochzeitsfotos, die mit diesen Presets bearbeitet werden, dass wir wissen, hey, das ist natürlich, das fühlt sich richtig an und das ist zeitlos und sind nicht irgendeine Störe, wo man zurückguckt und sagt, ja, nee, das passt mir jetzt irgendwie im Nachhinein nicht mehr so. Ich fände das schade. Ich finde einfach Mut so ein bisschen zum Normalen, zum Echten, zum Authentischen. Ich habe das Gefühl, das braucht es manchmal in dieser Social-Media-Welt, wo man immer verrückter muss sein und crazier, damit man überhaupt noch auffällt, aber manchmal fast ein bisschen vergisst, wo man eigentlich genau ist. Mir ist es wirklich mega wichtig, egal wo ihr seid, auf dieser Reise, als Fotografin, als Fotograf, ob ihr noch ganz am Anfang seid und einfach ausprobiert oder ob ihr schon ein bisschen weiter seid auf eurem Weg, dass die Presets euch, wenn ihr sie kauft, dass sie euch irgendwie helfen, dass sie euch weiterbringen. Dass ihr vielleicht produktiver werdet, dass ihr schneller zu einem Resultat kommt, dass ihr vielleicht irgendwie auch konsistent könnt Fotos bearbeiten in einem gleichen Stil, über mehrere Aufträge hinweg, damit ihr euren Stil genauer herausdefinieren könnt. Und das hoffe ich und wünsche ich mega fest. Und ich hoffe sehr, dass das die richtigen Tools sind für das.